Und weiter geht's, Freunde, hier bei Shadows of Arcanea mit dem Kampf hier auf dem Seeweg Arcanea 6 gegen Drachen offenbar. Wir können gespannt sein, was uns heute erwarten wird. Die Schlacht. Jo, wie so oft. Und wieder mal wie so oft keine Kommentare groß. Drachen. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Das Dragon steht da echt. Dragonfilet, okay, Golddukate, sehr schön. Ein feines Stück aus einem sophianischen Meerestier. Lecker, glaube ich. Alter, haben die Werte, hey. Guck doch das mal an, fatale Resistenz. Ui. Jo. Aber ansonsten... Oh, da oben ist noch mehr los. Das sind die Stärke... Oh, das sind die Finstergargoyle. Ach du Scheiße. 23 Speed. Jo, was mache ich gegen die Drachen, wa? Die Drachen steckt im Rachen. Nee, das wird jetzt ein bisschen lustig. Neue Strategie. Meine Grundsätze sind das trotzdem noch... ja, sind halt graue Schrecken, wa? Genau, gegen Ächtung. Immun. Das sind halt normale Drachen. Habe ich irgendwelche Drachentöter? Ne, ich habe natürlich Göttermord hier mit Falkion, aber ich habe gar keine Drachentöter. Das könnte mal interessant werden. Also Lukas, bin sogar dabei, ob ich wieder Ding einnehmen soll hier, den guten Valbar. Ich weiß jetzt eigentlich nur den Schild, aber... Wobei, warte mal ganz kurz, ich habe nur physische Einheiten hier, wa? Also physische Gegner wohlgemerkt. Wenn ich nur physische habe... Ich kann natürlich einfach abschirmen. Da wir doch alle physisch ziemlich gut getrimmt sind. Sehen wir natürlich auch, ist klar. Ich würde sogar gerne mit der Conno oder Mathilde reinnehmen. Ganz kurz mal gucken bei Valbar. War gar kein Wandschild hier. Das heißt, dass er sich schrecken soll. Ja, ob das bei den grauen Schrecken auch hilft, habe ich so meine Zweifel. Der macht ja alle Dinger. Mal lieber den hier, komm. Das ist eine Verteidigung mit dem Stahlschild. Perfekt. Natürlich wäre ein zweiter Draco-Schild noch ganz geil, aber wäre vielleicht sogar ein bisschen Imbar. Er weiß das schon. So, Konrad mit der Sakrallanze wird hoffentlich gegen die Schrecken ein bisschen was machen. Mathilda mit Vendetta wird sowieso reinhauen. Wie blöd. Tobin. Wenn ich ihn halt drin habe im Kreis, könnte ich es mir vorstellen. Gerne wieder mal die hier hinten ein bisschen einsetzen. Die haben natürlich schon lange nichts mehr gemacht. Hat erstmal ein bisschen Leveln ganz cool wäre, wa? Haben sie jetzt eigentlich das Sakralschwert noch, aber ihre Werte sind nicht gerade das Beste. Mal ganz kurz. Wenn ich vor allem die Drachen abhalten will. Das ist aber klug. Die haben 20 Angriff, aber kein Speed. Okay, das heißt, sie greifen nur einmal an. Muss man zu Nutzen machen, weil die Schrecken sind natürlich, die greifen öfter, sondern zwar alle die hier. Die haben 21 Angriff. Natürlich weniger Verteidigung, weniger Resistenz als die Drachen hier. Das ist mir alles klar. Das heißt, ich muss die eigentlich so quasi die hier ablocken. Jetzt kann mit den dreien hier. Plus allem und dass ihr dann halt oben ein bisschen raushaut. Das würde bedeuten, ich kann eigentlich das Team mit 3 Magier noch füllen. Jetzt ist natürlich die Frage. Manchmal vor allem soll ich mit, ja, mit Seraphim halt, wa? Da heißt Delphea, Mei. Du hast Sagita eh noch, wa? Da war auch immer so eine Lichtmagie. Und Cliff-Fall, wenn ich so machen würde. Weil ganz ehrlich, noch eine weitere Sonja reinnehmen. Ich weiß nicht, ob das gut käme. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt gerade. Ich glaube, das käme nicht gut. Aber so wird's gehen. Riskieren wir's, wa?
Und machen es mit dem Anlocken. Erstmal gucken, da ist ein Drache, da ist natürlich sind Drachen am gefährlichsten. Also gefährlichsten. Ja, das wird auch ein bisschen. Drachen sind natürlich gefährlich, die sind doch lieb und so. Ja. Rein theoretisch vielleicht schon. So, sie hat zwar auch sehr viel Speed. Warte mal, die können sie nur einmal angreifen, sehe ich gerade. Das hat ihr natürlich. Warte mal, ich lasse Mathilda da, wo sie jetzt ist. Und schließen wir noch den Kreis ein bisschen näher. Das heißt, Elfea geht hier hin. Rutscht nachher im Feld weiter, ja, und ich mache nachher oben zu. Also eigentlich müsste es mit der Konstellation schon funktionieren. Aber da gerade was verpasst. Ach. Oh oh. Moment mal ganz kurz. Mein Plan geht nicht auf. Ja, das ist mal eine schöne Scheiße. Umgeht Verteidigungswert. Leckt mich am Arsch, hätte früher lesen können. Titanklauen. Kolossale Klauen, die jederlei Beute zerreißen. Alter, Power plus 22. Dann nochmal 8 Angriff, 328 umgeht Verteidigungswert. Ja, leckt mich am Arsch. Da hilft der beste Schild nichts mehr. Nee, da müsste er eigentlich ausweichen, wa? Also eigentlich selber wäre da klüger, weil der eine höhere Geschwindigkeit und auch Glück und so weiter hätte. Ups. Sorry, Lukas, war mein Fehler. Boah, leg mich am Arsch, ey. Bin ich gerade erschrocken. Ich hatte gerade echt irgendwie, what's going on hier und so. Also halt Drachen, ich habe gerade überlegt, wegen Tobin, wegen seinem Bogen, da bringt die auch nichts. Nee. Okay, das heißt, ja, es sind nette Tierchen und so, gar kein Thema, aber... Geht mir aus der Sonne. Sonst kill ich euch. Oder wohl eher grill ich euch. Leg mich am Arsch. Ich habe natürlich ein Problem. Wie soll ich die abwehren, wenn die mir so übel zusitzen? Wasseratem, Verteidigungswert umgehen, ist klar. Ah, die kommen selber gar nicht. Ja, okay. Ja, dann ist natürlich hier Polen offen. Nee, sorry, aber dann sind natürlich die am Arsch. Dann mache ich die natürlich platt nach allen Regeln der Kunst. Wenn die nicht selber nicht kommen, dann kommen wir. Und zwar in your Fresse. Ja, ich hab's gesagt, in your Fresse. So, sehr schön. Jetzt sind die natürlich... Ja, die kommen natürlich überall hin. Ist klar, ist gar kein Thema. Hier komme ich zwar nicht hin, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof. Ist hier aber eigentlich Walber perfekt geeignet. Wie sieht's aus? An den Wert? Na komm, dann kann Walber hier eigentlich mal ein bisschen draufhauen noch. Und schon gegen die Drachen nicht dran darf. Scheiße, umgeht nicht Verteidigungswert. Ja, damit muss natürlich auch erstmal rechnen, wa? So. Sie grillt euch alle. Na, Freunde, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Goldritter angreifen ist immer eine üble Idee. Vor allem, wenn der Goldritter Mathilda heißt. Und so krasse Werte hat. Ja. Dunkelkrieger namens Sebe angreifen, das ist, ja. Die wollen es nicht kapieren. Er kriegt Mathilda nicht down, vergesst es.
Keine Chance. So, ja, warte mal. Was ist jetzt passiert? Geister? Die Geister, die ich rief? Nee, habe ich gar nicht gerufen. Na gut, Ächtung bringt natürlich bei mir jetzt nicht viel. Die haben nicht allzu viel Speed gerade. Wollen natürlich langsperren und so. Ja, die Frage bleibt, wo kommen die plötzlich her? Was machen die hier? Was wollen die hier? Ach, übrigens. Man nennt ihn auch Arrow. Quit stealing my thunder. Quit stealing my thunder. Okay, von allem angegriffen werden. Nicht von allen angegriffen werden, aber von allem angegriffen werden. Dann gehst du mal hier hin. Du hast noch einen Bogen, natürlich sekundärer Bogen. Kein primärer Bogen. So, dann machen wir das so noch. Jetzt, ja, was wollt ihr hier, wa? Das ist eine berechtigte Frage. Was wollen die hier? Vielleicht mal guten Tag sagen? Ja gut, sollen sie, von mir aus. Ganz kurz so, Celica kann ja da drüben noch heilen. Ja, ich weiß, Celica ist da noch unbedingt den besten, aber komm, sie zur Verteidigung. Sie ist schneller als die All, weil es nur einen Speeddrop hat, also, wenn sie in allen angegriffen wird, einmal, das... Ja, da hält sie aus. Hoffe ich. Glaube ich. War vielleicht eine dumme Idee. Lustig, einfach Matilda, die einzige, die wehren kann auf der Entfernung. Na, den interessanten Helm auf. Aber doch cool, dass sie zumindest noch ein bisschen das optisch so geändert haben. Weil die werden jetzt von mir aus Sakea kommen. Hä, da gab jetzt auch wieder Celica? Verstehe ich nicht ganz. Wo ist der Sinn dahinter? Ich verstehe den Sinn nicht. Ja, vielleicht muss er gar nicht verstehen. Hier kommt er wieder. Sabertooth Tiger. Oh, die Drachen kommen. Jo, läuft. Scheiße. Ja, wird langsam Platz eng hier hinten. Ich will mal ganz kurz gucken, was überhaupt gegen... Ja, natürlich da ein bisschen reinhaut, ist klar. Oh, immerhin, ich würde den Drachen direkt weghauen. Also dem Drachen ist bald nicht mehr zu lachen. So, aber ist klar, ich muss erstmal Drachen aus dem Weg gehen, sonst bin ich hier echt am Arsch. Und die ein bisschen noch runterholen. Das heißt, der Elfer natürlich nach hinten setzen ist doof, weil ich muss mit ihr noch ein bisschen anders angreifen und so. Wenn ich so eigentlich locker hinkomme. Wo ist Mei? Mei ist da oben. Jo, wir machen das jetzt, war ich meine, klar kann ich hier ein bisschen Donner machen, aber das reicht nie im Leben. Da sieht schon anders aus. Da können da mit ein bisschen Seraphim und so, weil es ein Geist ist, können die locker wegmachen. Also bevor ich mich um den Drachen kümmere, muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Ein bisschen aufräumen natürlich ziemlich aufräumen. Vor allem, ihr habt 40, 43. Das ist natürlich auch lahm. Gegen Lucas dürft ihr nicht dran. Ich überlege gerade so. Im Prinzip dürfen die Drachen einmal angreifen. Bei jemandem, der plus, ja, so eine Drehung erhalt.
KP hat. Natürlich, je mehr KP, umso besser. Da wäre Seebank gut geeignet. Wenn er gut ausweichen sollte. Der Block ist nicht auf Anhieb, war natürlich klar. Mathilde macht es zwar. Die Drachen kommen für meinen Geschmack etwas zu weit. Ich muss dringend korrigieren hier. Erstmal euch auslöschen. I'm pretty strong, you know. Ja, I know schon. Aber wissen die es auch? Das hat unglaublich weit gekommen. Natürlich hier auf dem Heilfeld noch, wa? 37. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie Walber hinstellen soll. Er hat nur 2 Speed-Drop, aber im Greif nur ein Drache. Aber momentan ist der gefährlich, die kann er jetzt eigentlich noch ignorieren. Doch nicht. Ja. Eigentlich passt es echt. Eigentlich momentan nur ein Drache, der gefährlich ist, nicht irgendwie schnell ablocken muss. Natürlich heute noch in Sicherheit bringen muss. Obwohl, wenn ich schon... Ich überlege jetzt gerade. Der greift ja auch nur einmal an. 28, dann hätte Konrad noch 15 KP. Aber mit 15 KP, die alle noch ablocken könnte. Oh, könnte eng werden. Ich glaube, es klüger wäre, Walber hochzustellen. Hierhin. Das wird es nicht. Wird das viel bringen? Natürlich gegen die Drachen nicht, weil die umgehen die Verteidigung. Aber. Er hat 26 verteidigt. Die anderen kommen da niemals durch, versteht ihr? Also, kann ich einfach erlassen. Dann bin ich hier oben mal safe fürs Erste. Jetzt Lucas, er ist eben zu lahmarschig. Also vor allem für die Drachen. Aber eigentlich da 7-2, also der sollte. Eigentlich müssen die alle doppeln. Oder ist vielleicht Wasserarten, dass der. Gewicht 4, okay, deswegen. Das heißt 5. Ja, natürlich nichts mehr war. Ja, genau, 5 und deswegen kein Doppeln. Okay, na, dann ist das geklärt, warum es so ist und nicht anders und keine Ahnung. Problem mit allem ist, ich würde wahnsinnig gerne so angreifen. Vor allem gegen den hier, aber wenn der nachher mit Drachenarten kommt, Verteidigung abzieht. Na, der Rest noch kommt mir Schaden reindrückt, dann ist nicht mehr cool. Deswegen stelle ich Saber hin. Er hat einmal angegriffen, der Rest weicht entweder aus oder blockt ab. Hat zwar nicht so viel Verteidigung, aber muss leider fast so sein. So, hier noch ein bisschen draufhauen. Das ist nicht am fucking Ernst, Alter. Just say the word. Ja, okay, mit Donner würde ich treffen, ja super. Ja, statt mit allem war. Ingreif nachher noch einen. Das ist der hier, der hat zu wenig Speed. Der wird also nicht Schaden machen. Gut, den kann ich allem da stehen lassen. War einfach die andere Strategie mit Rettung Teleport wäre hier, glaube ich, auch noch ganz sinnvoll. Also mir sinnvoll gewesen, ne? Jetzt ist es sowieso zu spät. Wer ist kurz vom Level Up? Natürlich Prinzessin Anti. Warte mal ganz kurz, ich brauche es nicht zum Heilen, ne? Ich trottel. Ich weiß, es sind nur 4 KP, aber ich will ja kein Risiko eingehen. Nicht, wenn ich da noch ein paar Drachen habe, die mir ins Leder wollen. Natürlich ist hier scheiße, dass ich hier alles offen habe. Was soll's? Also denke ich mal, die Drachen angreifen und platt machen ist nicht so das Problem, aber den ausweichen, das dürfte interessant werden. Oh, da kommt sogar physisch auf mich zu. Wieso haben sie eigentlich so eine gelbe Aura?
Tisch, Tisch, Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. So, nicht vernichtet, sehr gut. Oh, scheiße. Schwein gehabt. Saber, killen, bitte killen! Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ernsthaft, du greifst Cliff an? So, der Drachen gehen mir auf den Sack. Wer kommt da noch nach? Alter, was ist das für eine Mission? Wie viele kommen hier noch nach? Ah, das sind Schrecken, weiße Drachen. Das ist nur kein Problem, wa? Die umgehen meine Verteidigung nicht. Im Gegensatz zu den hier. Boah, leg mich mal so, jetzt kann ich natürlich keine... Ne, kann man keine Magie nutzen. Das ist jetzt scheiße. Ich glaube, es ist gleich vorbei. Ich kann da nichts machen mit Saber. Alm hätte eventuell eine Chance, müsste hier erstmal alles freikriegen. Dann durch die ganz scheißen grauen Schrecken hier noch. Ernsthaft, der erreicht mich? Nee, der erreicht mich doch nicht. Nie im Leben! Sag ich ja. Glowy or what? Das Red Sack. So, ja, ich weiß auch nicht. Tiefer Fall für mehr Crit-Chance. Nee, ich muss hier durchbrechen. Da stopft den Drachen in den Rachen. Komm schon, Allgewalt. Habe ich noch Selika noch in der Nähe? Okay, ein bisschen Donner. Wenn ich ehrlich sein soll, ist ein bisschen Donner ganz hilfreich. Das zieht 10, aber okay. Ist zu weit hinten gepackt. Scheiße, war natürlich jetzt ein Fehler. Eigentlich hätte L4 einen zweiten Drachen platt machen müssen. Okay. Ein Crit wäre jetzt ganz hilfreich. Ein Crit wäre hilfreich gewesen. Get healed up already. Aber keinen zum Heilen war. Nee, es ist vorbei, Freunde. Ich habe ja noch eine Crit-Chance. Okay, vergiss es. Vergiss es! Ich habe da keine Chance, ich muss mich zurückziehen, da gehe ich nicht anders. Kacke, verdammt. Oh, die Drachen, die haben jetzt aber übel mitgespielt, Leute. Okay, das heißt, ich muss das Team anders aufstellen für die nächste Folge. Warte mal, Rückzug, gell, bevor wir jetzt irgendeinen Quatsch machen. Sind doch alle im Team, oder? Erst einmal, es geht nicht anders, ich brauche wieder Tatjana, aber ich ein bisschen hasse, sie mal einzusetzen. Also, immer sie mitzunehmen, sag's mal so, aber wegen Stärkung brauche ich sie unbedingt. Turmbogen, Entschuldigung, Sakralbogen hier gar nichts. Es ist eigentlich so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich muss mit Alm, Delphir und Mei, muss die Drachen einfach wegschnetzeln. Wenn man jetzt gesehen hat, dass sie einfach wieder mehr und mehr kommen, ich muss es relativ schnell machen. Also die Strategie von wegen sich einfach zurückziehen, erstmal die grauen Schrecken, die Gargoyles XXL-Version, keine Ahnung,
Jetzt um die platt machen, warten und die natürlich die Augen. Da warten, bis die Drachen kommen. Das funktioniert nicht, können wir vergessen. Ich muss es echt so machen. Jo dann, ich sage mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wer dachte, es wird einfacher, der irrt sich. Es ist noch ein bisschen Hardcore-Action gefragt. Aber ich glaube, wenn wir die Drachen weg haben, ist der Rest relativ simpel. Weil es kommen zwar immer Verstärkungen, na klar. Aber die sind, wenn sie alleine kommen, nicht so das Problem. Auch die weißen Drachen, weil sie ja erschrecken und dann nicht so eine Fähigkeit. Aber die Drachen, nee. Er hat natürlich jetzt alles zerlegt. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, Lukas und Valba sind hier fehl am Platz. Einfach aus dem Grund, sie blocken zwar ab, aber wenn natürlich die Verteidigung umgeht, sind die beiden nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich müsste echt irgendwie sogar Saber reinschicken, weil, also Saber zum Beispiel, war nur ein Beispiel, weil er halt relativ viel Speed hat und so, oder halt für Gegenangriff gefasst sein. Ich muss von Anfang an rein. Muss die Drachen zu mir hinlocken. Quasi, aber die einfach triggern. Und dann meinen Magien die platt machen, aber ich muss natürlich hinten drum gegen die Gargoyles sichern, die kommen. Ist nicht so, dass Raven nur auf die Drachen warten kann. Nee, die Gargoyles kommen ja von hinten. Und da kommen die nur, wenn die auch jemanden haben zum Angreifen. Wenn ich da ein paar von meinen Truppen rausnehme, kommen die vielleicht noch nicht sofort. Die Drachen kommen ja noch nicht sofort, aber es ist schwierig. Aber ich glaube, ich muss echt erstmal die Drachen platt kriegen, weil sonst habe ich das Problem jetzt am Schluss. Oder die gleiche Strategie wie eben, ich platziere Mei und, mal schnell sagen, Mei und Delphia besser. Plus ich hätte halt Tatjana im Team, die setzt Stärkung ein, um alle immer zu heilen. Die beiden Magierinnen, Zauberinnen, die würden halt Drachen wegfetzen, fertig. Oder vielleicht noch Alm und Celica für noch einen Schlussstich zu setzen quasi. Da wird es doch nochmal funktionieren, einfach halt Tatjana rein, Delphia, Mei weiter vorne positionieren und dann drauf haben, was das Zeug hält. Wir werden sehen, Freunde. Nächste Folge geht es hier weiter bei Fire Emblem Echoes, Shadows of Akanea. Akanea oder wohl eher mein Shadow, weil, ja, es wird nicht unbedingt einfacher. Bis dahin, tschüss.